Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ich denke, wir fangen jetzt an, meine Damen und Herren, und ich darf Sie hier recht herzlich willkommen heißen zur Präsentation unseres ersten Kinderberichtes. Mein Name ist Christiane Meyer. Ich bin zuständig für die Generaldirektion im Bereich Kindheit. Das ist eine der Generaldirektionen aus dem Bildungsministerium, das zuständig ist für den Kinderbericht, der heute eben auch vorgestellt wird und der schon seit einiger Zeit vorliegt. Der Kinderbericht, der hat über das Jugendgesetz eine Rechtsgrundlage bekommen. Das Jugendgesetz wurde 2016 verabschiedet und das einerseits für den Bildungsrahmenplan, der dann eingeführt worden ist, der auch für den nonformalen Kinder- und Jugendbereich zuständig ist. Und wir haben dann auch von der Gelegenheit profitiert, um den Kinderbericht eben eine Rechtsgrundlage zu verschaffen. Eben auch für die Jugend ist es dann so, alle 5 Jahre, dass ein Bericht dem Minister vorgelegt wird zur Lage der Kinder und der Jugend. Und da werden eben Forschungsergebnisse vorgestellt, die es ermöglichen, eine evidenzbasierte Politik umzusetzen oder durchzuführen. 2018 haben wir angefangen damit und wir haben damals mit den Kolleginnen und Kollegen vom Bereich Jugend das Thema kindliches Wohlbefinden ausgewählt. Dann sind wir aber noch ein bisschen anders verfahren als der Bereich Jugend. Wir haben uns damals vor allem 2 Fragen gestellt. Einerseits, dass wir wissen wollten, wie partizipativ die nonformale Praxis ist. Ein großes Prinzip des Bildungsrahmenplans besteht ja darin, dass man eben die Mitbestimmung der Kinder in den Mittelpunkt rückt. Und wir wollten bei dieser Gelegenheit eben auch uns anschauen, wie denn die Mitbestimmung vor Ort umgesetzt wird. Wir haben dann einen ersten Vertrag abgeschlossen mit der Universität Luxemburg, um da eben eine ethnografische Feldforschung, wie man so schön sagt, umzusetzen im Bereich nonformale Praxis. Und diese ethnografische Feldforschung, die wurde dann realisiert von Nicole Heckel. Nicole Heckel ist Diplompädagogin und auch wissenschaftliche Mitarbeiterin im Center for Childhood and Youth Research an der Universität Luxemburg. Die ethnografische Feldstudie ist von Nicole Heckel durchgeführt worden unter Leitung von Professor Sascha Neumann, der ja auch hinter mir sitzt. Sascha Neumann, mit dem arbeiten wir ja schon sehr lange zusammen. Er war damals noch aktiv an der Universität Luxemburg, ist aber seit 2020 Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Tübingen. Ja, wir wollten den ersten Kinderbericht aber nicht erstellen, ohne auch die Kinder zu hören. Und deswegen haben wir einen zweiten Vertrag geschlossen mit Lisa, um eine repräsentative Erhebung von Kindern im Alter von 18 und 12 Jahren durchzuführen. In 2 Wellen sind da durchgeführt worden an Befragungen. Wir wollten die Frage stellen, wie es ihnen geht. Und diese Befragung ist von Frau Dr. Audrey Bousselin durchgeführt worden. Sie ist Forscherin im Bereich Lebensbedingungen von Lisa. Und damit das Ganze auch eine runde Sache wird, haben wir uns entschlossen, eine Koordinierung durchzuführen. Und wir haben dann Professor Neumann gebeten, diese Rolle zu übernehmen. Und Sascha hat dann eben ein ganzheitliches Konzept des Wohlbefindens erstellt. Und diesem Konzept sind dann die beiden Studien zusammengefasst worden. Der Kinderbericht ist entstanden durch eine enge Zusammenwirkung zwischen den 3 von mir genannten Autoren und andererseits den Teilnehmern an der Arbeitsgruppe. Und die Kohärenz, die war natürlich für uns da ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, das ist vielleicht als Einführung für Sie eine wichtige Information zum Thema, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und ich darf vielleicht noch ganz kurz das Programm vorstellen von heute Abend. Wir bekommen eine kleine Einleitung noch von unserem zuständigen Minister, von Claude Meisch. Danach kommen dann die Vorträge zum Thema Kinderbericht und das wollen wir so ablaufen lassen, dass die 3 Autoren ihren jeweiligen Teil hier vorstellen, auch in der Sprache, die sie am besten kennen. Das heißt, die ersten beiden Beiträge werden auf Deutsch gehalten und der dritte Beitrag wird auf Französisch vorgetragen werden. Und deswegen gibt es auch 2 Dolmetschkabinen
wovon Sie jetzt vielleicht auf Kanal 1 Deutsch hören, und auf Kanal 2 haben Sie dann die französische Fassung, die ins Französische gedolmetscht wird. Sie haben danach dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich direkt an die Autoren zu richten. Und dann wollten wir um 1945 abschließen mit einem Cocktail. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie sich ein bisschen Zeit nehmen würden, um dann mit uns auch ein Gläschen zu trinken und dann eben auch auf den Kinderbericht anzustoßen. Das war's schon von mir, und ich freue mich, dass wir jetzt hier Minister Claude Maisch begrüßen dürfen für die Einleitung. Und ich darf jetzt auch gleich dem Minister das Wort erteilen. Schönen Dank. Ja, vielmals merci. Ja, Christian, recht herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, dass wir diesen Kinderbericht nun vorliegen haben. Er ergänzt unsere Sicht auf die Kinder und ergänzt aber auch die Anstrengungen, die wir durchgeführt haben und durchführen, um ganz konkrete Daten zusammenzutragen, Informationen zu sammeln. Denn wenn man Politik machen will, ohne Informationen, dann sind das ja nur Meinungen, die Entscheidungen. Und die Meinungen, die sind ja sehr unterschiedlich. Da streitet man sich auch sehr schnell, wenn man verschiedene Meinungen hat, und dann kommt man nicht richtig vorwärts. Und deswegen versuchen wir über die ganze Bandbreite dessen, was eben das Erziehungs- und Bildungsministerium abdeckt, eben doch möglichst regelmäßig wissenschaftliche Berichte einzuholen oder produzieren zu lassen, um unsere Politik, die wir umsetzen wollen und müssen, eben darauf aufbauen zu können, damit es eben auch eine klare Erkenntnisgrundlage gibt. Die kommt eben über diese Berichte zustande. Seit einiger Zeit ist das ja schon so mit dem Bildungsbericht. Dann haben wir auch den Jugendbericht. Da haben wir natürlich auch die Ergebnisse der Standardprüfungen, die eben im Luxembourg Center for Education and Testing einfließen, die ja auch unsere Bildungssituation in den Schulen beleuchten. Und das ist jetzt auch zum ersten Mal so, und das freut mich, wie gesagt, sehr besonders, dass wir das jetzt auch mit dem Kinderbericht machen, wo wir auch sehr wichtige Informationen bekommen haben. Und in einem solchen Bericht, da ist immer viel mehr drin als das, was man in einer kurzen Präsentation wie heute Abend oder auf einer Pressekonferenz überhaupt vorstellen kann. Und es ist immer es wert, dass man sich das Ganze nochmal neu anschaut, durchliest. Und jedes Mal, wenn man das tut, dann findet man immer wieder neue Anhaltspunkte und Inspirationen. Und ganz besonders froh bin ich, das ist vielleicht auch ein Zufall, so war es eigentlich gar nicht geplant, aber dass der Kinderbericht die Covid-Pandemie abdeckt, diesen Zeitraum, gerade eben diesen Abschnitt, wo wir auch die Kinder direkt befragt haben. Und das ist eine andere Stärke dieses Kinderberichtes. Ein Kinderbericht ohne Kinder, die sich äußern können, das wäre sicherlich nicht das, was man sich vielleicht als ehrgeiziges Ziel stecken kann und soll. Und der Kinderbericht ist auch die Stimme der Kinder, und diese Stimmen, die hören wir heute. Und ich glaube, es ist interessant, dass wir die Stimmen gehört haben vor der Pandemie 2019, und wir hören die Stimmen auch 2021, und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz gutes Abbild. Froh bin ich auch, und das ist auch nicht so geplant gewesen, aber es ist ein glücklicher Zufall, dass wir den Brennpunkt gelegt haben auf das Thema Partizipation. In den letzten 2 Jahren, da sah es ja so aus, dass gerade auch das Wohlbefinden und auch die Partizipation der Kinder doch sehr eingeschränkt und gefährdet war, weil auch unsere Freiheiten ja sehr stark beschnitten waren. Und das ist natürlich für junge Menschen, für Kinder noch schwieriger zu verstehen als für Erwachsene. Und das Ganze sozusagen auch einzuordnen und damit etwas anfangen zu können. Und das dann eben auch einschätzen zu können, was das bedeutet, was das mit uns macht und warum man das denn einfach so macht. Und ich möchte jetzt der Präsentation von Professor Neumann und seinen Mitarbeitern jetzt nicht vorgreifen, darf vielleicht nur hervorheben, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wenn man an das Wohlbefinden der Kinder denkt, dass eigentlich da vielleicht keine großen Erkenntnisse gesammelt worden sind, sondern dass eben das Wohlbefinden vor allem in Zusammenhang zu sehen ist mit der Familie, dass
da eben auch ganz wichtig die alleinerziehenden Eltern sind. Da sieht man, dass das Wohlbefinden deutlich unter dem liegt, was man im Durchschnitt eigentlich messen kann. Und wir sehen auch, dass wenn Kinder das Gefühl haben und das auch im Alltag erleben, dass sie mitgestalten können, dass sie ihr Lebensumfeld auch beeinflussen können durch ihr eigenes Engagement, durch ihre eigenen Entscheidungen, dass sie mitdiskutieren können und dürfen und dass man sie auch ernst nimmt und dass sie das auch verspüren und dass ihr Umfeld auch reagiert auf das, was die Kinder gerne hätten, dass dann die Kinder sich besser fühlen. Und ich glaube, das sind wichtige Erkenntnisse auch für die Politik und sicherlich auch für viele von Ihnen, die eben beruflich zu tun haben mit Kindern, ja auch die Interessensfelder der Kinder ganz besonders in ihrem Mittelpunkt sehen und wo wir uns ja auch immer wieder die Fragen stellen müssen, was können wir denn besser machen, damit es unseren Kindern gut geht. Und diese Fragen, die stellen wir uns, glaube ich, alle, wie alle guten Pädagogen, jeden Abend, wenn wir auf den Tag zurückblicken und wenn wir sozusagen den nächsten Tag vorbereiten, damit der nächste Tag eben noch ein Stückchen besser wird. Und ich glaube, bei der Präsentation dieses Kinderberichtes, da denke ich, bekommen wir viele Informationen, die es uns ermöglichen, in der Zukunft alles noch besser zu machen. Schönen Dank. Herr Minister May, vielen Dank für die einführenden Worte zur Vorstellung des Kinderberichts am heutigen Abend. Hier in diesem großzügigen Ambiente, das das Ministerium für uns alle hier reserviert hat. Auch dafür vielen Dank für die exzellente Vorbereitung und Organisation, die für mich als Koordinator des ersten Kinderberichts nahezu geräuschlos im Hintergrund verlaufen ist. Und das ist ein ganz großes Dankeschön wert. Was ich ebenfalls möchte ich einen Dank ansprechen an Sie alle, die hier gekommen sind, sich hier eingefunden haben heute Abend, um die Präsentation des ersten Kinderberichts für Luxemburg mitzuverfolgen. Ich möchte in den folgenden knapp 15 Minuten Ihnen kurz etwas erzählen über die konzeptionellen Hintergründe dieses Berichts, wie er zustande gekommen ist, wie er aufgebaut ist, was es mit den einzelnen Teilstudien auf sich hat und auch noch mal eingehen auf das Konzept des Wohlbefindens, das grundlegend gewesen ist für unsere Arbeit in den letzten gut 3 Jahren. Zunächst einmal Gegenstand des Kinderberichts sind, das darf man durchaus so allgemein auch auffassen, ist die Lebenssituation der Kinder, also der jungen Menschen in Luxemburg im Alter zwischen 0 und 12 Jahren. Der Fokus des Berichts liegt auf dem kindlichen Wohlbefinden oder Englisch Child Wellbeing bzw. Bien-être des Enfants auf Französisch. Und damit, das hat Christian Mayer bereits erwähnt, knüpfen wir auch an die Themenstellung des Jugendberichts aus dem Jahr 2020 an, der im letzten Jahr erschienen ist, aber es ist der Jugendbericht 2020, der sich ebenfalls mit dem Wohlbefinden der jungen Menschen in Luxemburg beschäftigt, aber die Altersgruppe der 12- bis 29-jährigen Menschen umfasst. Wir streben an oder verpflichten uns mit diesem Kinderbericht auf eine möglichst ganzheitliche Perspektive. Das heißt, wir wollen nicht nur bestimmte Ausschnitte der Lebenswelt von Kindern in den Blick nehmen, sondern verschiedene Lebensbereiche betrachten. Die Familie, die Freizeit, aber auch die Schule und das Wohlbefinden im Kontext der Schule und ganz wichtig, der immer bedeutsamer werdende Bereich der nonformalen Bildung, also der vor- und außerschulischen Tagesbetreuung für die Kinder in Luxemburg, die sogenannten Services d'éducation et d'accueil, die ebenfalls ein wichtiger Gegenstand unserer Betrachtung in diesem Kinderbericht sind. Dann betrachten wir Wohlbefinden auf der Basis verschiedener Dimensionen. Das heißt, eingehen in dieses Konzept unterschiedliche Dimensionen. Einmal die allgemeine Lebenszufriedenheit, die standardmäßig in vielen, vielen Studien international zum Wohlbefinden von Kindern immer wieder erhoben wird. Positive, negative Gefühle, das Sicherheitsempfinden von Kindern in unterschiedlichen Kontexten, in denen sie leben, ihre Erfahrungen von Partizipation, Teilhabe, Mitbestimmung, die sie machen, Erfahrungen von Zugehörigkeit, die sie machen können, sowohl in der Familie, in der Schule als auch im Sektor der nonformalen Bildung. Also wir haben hier versucht, möglichst breit das zu erfassen und das von der Perspektive der Kinder oder beziehungsweise von den Kindern her so zu erfassen, dass die Kinder unsere Hauptinformanten waren. Das heißt, ihre Einschätzungen, ihre Erfahrungen, ihre Sichtweisen oder bezogen auf die qualitative Studie, die Teil dieses Kinderberichts ist, zum
zur Partizipation. Ihre Aktivitäten waren im Mittelpunkt unserer Analysen und unserer Datenerhebungen gestanden. Dann ebenfalls nicht zu vergessen, während der Erarbeitungszeit des Kinderberichts, also in der Periode zwischen 2018 und 2021, kam es zu einer weltweiten Pandemie, die das Leben aller Menschen irgendwie auf den Kopf gestellt hat, zumindest stark beeinflusst hat, und Kinder sind davon natürlich nicht ausgenommen gewesen. 2020 gab es ja auch Schulschließungen in Luxemburg und es gab tief in das Jahr 2021 hinein Einschränkungen, die den Alltag der Kinder beeinflusst haben. Es ist kein Bericht über die Pandemie, das will ich ausdrücklich sagen. Also die Pandemie war auch nicht der Anlass dafür, diesen Bericht aufzugleisen, auch wenn das vielleicht in der Presse letzte Woche etwas so rübergekommen ist, als sei das der unmittelbare Anlass gewesen. Das war es nicht. Aber die Pandemie fiel nun mal in diesem Bearbeitungszeitraum und für uns ist es deswegen auch so gewesen, dass wir gesagt haben, der Bericht wäre nicht glaubwürdig, wenn er diese Phase der Pandemie nicht einer besonderen Betrachtung bezogen auf die Konsequenzen, die das für Kinder und ihren Alltag hatte, mit einbeziehen würde. Also wir müssen darauf eingehen im Bericht und haben das auch getan, auch im Rahmen einer extra Erhebung, die dann nochmal 2021 erfolgt ist. Aber es ist kein Bericht nur über die Pandemie. Da gab es auch vorher in Luxemburg schon andere Studien, an denen ich mit Claudine Kirsch auch gemeinsam mitgewirkt habe. Okay, wie ist der Bericht entstanden? Also Erarbeitungszeitraum habe ich jetzt mehrfach erwähnt, lag zwischen 2018 und 2022. Die Datenerhebungen in den beiden Teilstudien fanden 2019 bis 2021 statt, also vor und während der Pandemie. Die Kooperation, so eine Kooperation letztendlich zwischen verschiedenen Organisationen, also allen voran das Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend als Auftraggeber. Und dann waren 3 Forschungseinrichtungen an der Erstellung des Kinderrechts beteiligt. Einerseits die Universität Tübingen, also mein jetziger Arbeitgeber, die die Rolle der fachlichen Koordination übernommen hat. Dann die Universität Luxemburg und dort das Center for Childhood and Youth Research in Person von Nicole Heckel, vertreten heute Abend hier, sowie das Luxembourg Institute of Socioeconomic Research, das LISA, vertreten von Dr. Audrey Bousselin am heutigen Abend, die verantwortlich waren für die quantitative Studie. Es gibt 3 Autorinnen, beziehungsweise ein Autor und 2 Autorinnen, die sitzen alle hier oben auf diesem Podium. Die haben Sie also auch schon wahrgenommen, als Sie hier in den Raum hineingekommen sind. Auf Seiten des Ministeriums waren Mitglieder der Direction Générale du Secteur de l'Enfance, Teil der Arbeitsgruppe, die diesen Kinderbericht, also das Monitoring bei diesem Kinderbericht hatte und den Prozess gemanagt hat im Grunde genommen. Also das gesamte Team um Christian Mayer, die eben die Begrüßung gemacht hat hier. Warum ein Kinderbericht für Luxemburg? Das hat Christian Mayer bereits erwähnt. Es gibt einen gesetzlich festgelegten Auftrag, dass der verantwortliche Minister dem Parlament alle 5 Jahre einen Bericht über die Situation der jungen Menschen in Luxemburg vorzulegen hat, Artikel 15 des modifizierten Jugendgesetzes. Und in Luxemburg gibt es dafür eigentlich 2 Instrumente. Der seit mehr als einem Jahrzehnt gut etablierte Jugendbericht, der die Altersgruppe der 12- bis 29-jährigen jungen Menschen in Luxemburg umfasst. Und jetzt zum ersten Mal auch ein Kinderbericht, der die jüngere Altersgruppe der Kinder 0 bis 12 Jahre umfasst. Und das sind die beiden Instrumente, die quasi in diese Berichterstattung zur Situation der jungen Menschen in Luxemburg dann eingehen oder die Grundlage dafür bilden. Es gibt noch ein wichtiges 3. Instrument, der Minister hat es auch erwähnt, das ist der Bildungsbericht für Luxemburg, der auch in regelmäßigen Abständen alle 3 Jahre erscheint. Der Unterschied zwischen dem Bildungsbericht und dem Kinderbericht, ich sage das jetzt nicht, um mich hier abzugrenzen, aber nur um das nochmal deutlich zu machen, verständlich zu machen. Der Bildungsbericht bezieht sich auf das Bildungssystem, der Kinderbericht bezieht sich nicht auf das Bildungssystem, sondern auf die Lebenssituation der Kinder. Und Schule ist natürlich ein wichtiger Teil davon, wird deswegen mit erfasst, aber es ist kein Bericht über das Bildungssystem. Und beides sollte man auch nicht miteinander verwechseln, also Bildungsberichterstattung und Berichterstattung über die Lebensverhältnisse von Kindern. Das ist nicht einfach dasselbe. Okay,
Was verstehen wir unter kindlichem Wohlbefinden? Also wir schließen da an den internationalen Fachdiskurs, an den wissenschaftlichen Diskurs und sagen, kindliches Wohlbefinden ist letztendlich zu verstehen als ein multidimensionales Konzept. Und so haben wir es auch erfasst und analysiert. Also erhoben und analysiert haben wir die allgemeine Lebenszufriedenheit von Kindern, aber auch die Zufriedenheit der Kinder in bestimmten wichtigen Bereichen ihres Lebens, also domänenspezifisch, Familie, Schule, nonformale Bildung, ihre Freundschaftsbeziehungen, die sie haben, Freizeitaktivitäten und so weiter, Mitbestimmungserfahrungen, haben versucht, möglichst breit uns hier aufzustellen. Dann haben wir unseren Fokus auch gerichtet auf die positiven und negativen Gefühle, also das, was man als psychologisches Wohlbefinden bezeichnen kann. Also positive und negative Gefühle von Kindern bezogen auf die eigene Person, auf das eigene Selbst, das eigene Erscheinungsbild, aber auch die soziale Umwelt und die Erfahrungen, die sie mit Bezugspersonen machen. Positive und negative Gefühle wären zum Beispiel Freude, Zuversicht, negative Gefühle, Stress, Traurigkeit, Einsamkeit. Also danach haben wir gezielt gefragt. Und für uns war es aber auch wichtig, die Zusammenhänge zu analysieren zwischen den verschiedenen Dimensionen des Wohlbefindens und bestimmten Aspekten des Lebens von Kindern. Einfach aus der Überzeugung heraus, dass man nicht einfach sagen kann, in Luxemburg ist es wie überall, die Zusammenhänge werden überall, kann ich internationalen Studien nachlesen. Dann haben wir gesagt, wir müssen das für Luxemburg erst einmal herausfinden, was ist denn hier besonders wichtig. Wie sehr ist was für die Kinder in Luxemburg denn bedeutend? Und deswegen haben wir uns Zusammenhänge angeschaut, etwa zwischen der allgemeinen Lebenszufriedenheit und der Zufriedenheit zum Beispiel mit der Schule. Gibt es dort einen Zusammenhang? Also sind Kinder, die mit der Schule zufrieden sind, auch insgesamt zufriedener mit ihrem Leben? Und das haben wir uns für Luxemburg angeschaut. Insgesamt ist die Forschung zum kindlichen Wohlbefinden, also international seit gut 2 Dekaden, also sehr stark auf dem Vormarsch, ein wachsendes Forschungsfeld. Es ist ein Forschungsfeld, was zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis angesiedelt ist. Also passiert nicht im Elfenbeinturm, sondern in der Regel sehr nah an der Politik und auch in der pädagogischen Praxis dran. Und es gibt natürlich auch in dieser Forschungsrichtung nach wie vor methodologische Debatten darüber, wie man Wohlbefinden am besten erfasst. Es gibt viele Kontroversen und das haben wir uns natürlich alles angeschaut und hier für Luxemburg eine bestimmte Entscheidung getroffen, zu sagen, was können wir machen. Aber zentral war für uns, dass wir unterschiedliche Lebensbereiche erfassen, also möglichst breit ansetzen wollen. Und an der Stelle haben wir uns dann auch bezogen auf ein in der Forschung zum Wohlbefinden international gut etabliertes sozialökologisches Modell der Bedingungsfaktoren und Erfahrungskontexte für kindliches Wohlbefinden, wie sie zum Beispiel auch die UNICEF-Studien verwenden. Also die letzte war die UNICEF Report Card 16 aus dem Jahr 2020, wo UNICEF sich auf die sogenannten Worlds of Influence bezogen hat, also Welten, die sozusagen das Wohlbefinden von Kindern als Outcome verstanden, in dem Fall beeinflussen. Und die sind manchmal näher an der Lebenswelt des Kindes, also die unmittelbare soziale Umgebung, oder liegen weiter weg, wie etwa der politische Kontext. Wir haben das nicht alles jetzt sozusagen gezielt und ausgiebig untersucht, aber wir haben schon unterschiedliche Untersuchungsebenen drin in dem Kinderbericht, also kindliche Erfahrungsräume, die relativ nah an den Kindern und der Position des Kindes sind, wie etwa die Familie oder halt eben die Kindertagesbetreuung, aber auch natürlich Bezug genommen auf bestimmte gesellschaftliche oder politische Rahmenbedingungen, wie etwa die Institutionalisierung des Aufwachsens außerhalb von Schule und Familie in der nonformalen Bildung. Das sind ja politisch gesetzte Rahmen und die haben Kindheit in diesem Land auch beeinflusst. Sie war nicht der Auslöser für eine Veränderung der Kindheit, aber ein Schritt halten mit einer Modernisierung von Kindheit sozusagen. Daraufhin sind die entstanden, beeinflussen aber das Leben und so beeinflusst auch ein nationaler Rahmenplan für die nonformale Bildung das Leben von Kindern. Und wir haben uns halt angeschaut, inwiefern das der Fall ist, ja, in dieser qualitativen Studie zum Beispiel. Aber wir haben natürlich auch die Pandemie als einen gesellschaftlichen Kontext, der massiv das Alltagsleben der Menschen beeinflusst hat. Es waren nicht nur gesundheitliche Folgen damit verbunden, sondern auch massive soziale Folgen. Und wie das sozusagen das Wohlbefinden der Kinder verändert hat oder wie sich das Wohlbefinden in der Zeit der Pandemie verändert hat, das haben wir uns auch angeschaut. Gut, nur noch kurz
nochmal zu den Datengrundlagen und Einzelstudien. Also wir haben im Kinderbericht integriert unter der gemeinsamen konzeptionellen Klammer des kindlichen Wohlbefindens 2 zunächst unabhängig voneinander gestartete Einzelstudien. Eine erste qualitative Feldstudie mit dem Titel Die Praxis des nationalen Rahmenplans Inklusion und Partizipation von Kindern im Alltag der Strukturen der nonformalen Bildung. Damit erfassen wir erstens den Bereich der nonformalen Bildung, wie schon erwähnt, der in den letzten Jahren für Kinder in Luxemburg immer wichtiger geworden ist, oder sind bald 20 Jahre oder mehr als 15, immer wichtiger geworden ist und damit aber auch ein Stück Lebenswirklichkeit der jüngeren Kinder erfasst. Also die quantitative Untersuchung, das nehme ich jetzt vorweg, hat sich mit den 8-, 10- und 12-Jährigen in Luxemburg befasst. Und wir haben versucht oder uns die Frage gestellt, wie können wir denn noch weiter runtergehen? Das ist mit Befragungen erfahrungsgemäß methodisch schwierig. Aber dadurch, dass wir eine Beobachtungsstudie vor Ort in Einrichtungen der nonformalen Bildung gemacht haben, haben wir auch ein Stück der Lebenswirklichkeit der jüngeren Kinder, also unter 8-Jährigen, mit erfassen können. Ausgangspunkt für diese qualitative Studie ist der Befund, der wissenschaftlich gut abgesichert ist, dass es eben einen engen Zusammenhang von Wohlbefinden und Partizipations- und Zugehörigkeitserfahrungen gibt. Und das war letztendlich auch der theoretisch gesetzte Ausgangspunkt. Und von dort her haben wir gefragt, was die Strukturen, die kollektiven Strukturen der nonformalen Bildung in Luxemburg zur Partizipation und Inklusion von Kindern beitragen und damit zu ihrem Wohlbefinden, beziehungsweise welche Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen sie und wie wird der Alltag in diesen Strukturen auch von den Kindern selbst mitgestaltet. Also auch darauf haben wir unseren Fokus gelegt. Die zweite Studie ist die bereits angesprochene quantitative Studie. Dabei handelt es sich letztendlich für den Kinderbericht, wurden Daten zusammengefasst aus 2 Erhebungen aus der Studie Bien-être des enfants au Luxembourg und aus dem Projekt Family Response and Wellbeing Effects of COVID-19, die beide durchgeführt wurden vom Luxembourg Institute of Socioeconomic Research. Der Beitrag ist in französischer Sprache im Kinderbericht abgedruckt. Autorin ist Audrey Brosselin. Die Grundlage ist eine repräsentative, standardisierte Online-Befragung in 2 Wellen, also mit dem gleichen Fragebogeninstrument, und zwar 2019 bei den 8-, 10- und 12-Jährigen und 2021 dann wieder bei den gleichen Kindern, nur waren die dann halt 10, 12 und 14 Jahre alt. Und da konnten wir aber immerhin die 10- und 12-Jährigen vergleichen mit den 10- und 12-Jährigen 2019 und somit Informationen auch darüber bekommen, wie sich das Wohlbefinden im Zuge oder im Zusammenhang der Pandemie verändert hat. Der Fragebogen ist ein Instrument, das in insgesamt 40 Ländern im Moment eingesetzt wird. Der wurde aufgegriffen und ein bisschen angepasst auf den luxemburgischen Kontext, aber es ist der Fragebogen aus der Children's World Studie, also Expertinnen der Wohlbefindensforschung kennen die. Die wird im Moment in 40 Ländern durchgeführt und erzeugt natürlich auch Daten, die dann unter Umständen vergleichbar sind. Also man kann Ländervergleiche des Wohlbefindens mit diesen Daten anstellen. Ja, hier geht es um die verschiedenen Dimensionen kindlichen Wohlbefindens, Veränderungen seit Beginn der Pandemie, Bedingungsfaktoren für das Wohlbefinden, also was ist wirklich jetzt wichtig für das Wohlbefinden der Kinder in Luxemburg, was sind wichtige Faktoren und die Altersspanne, also Altersgruppe sind die 8-, 10- und 12-Jährigen. Okay, Besonderheiten nochmal zusammenfassend, die subjektive Sichtweise der Kinder spielt im Kinderbericht eine zentrale Rolle. Es gibt Informationen bezogen auf die Pandemie und was das mit dem Wohlbefinden der Kinder gemacht hat in dieser Zeit. Und wir haben den für Luxemburg immer wichtigeren Bereich der nonformalen Bildung mit integriert in diesem Bericht. Okay, nochmal zu erinnern, es ist der erste Kinderbericht für Luxemburg, also ein Stück weit auch Pionierarbeit, die wir da machen mussten und gerne gemacht haben. Die Kinder wurden selbst befragt, ihr Alltag stand im Mittelpunkt. Das finde ich beachtlich, weil das in der staatlich organisierten Berichterstattung international gesehen noch eher selten ist. Also wir haben nicht Eltern, Lehrpersonen, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter befragt, sondern tatsächlich Kinder direkt angesprochen.
Und wir schließen damit, denke ich auch, der Minister hat es angesprochen, eine wichtige Forschungslücke zur Situation der Kinder im Land oder Datenlücke oder auch Lücke im Kontext der Kindheitsforschung in Luxemburg. Und ja, wir hoffen zumindest damit wichtige Erkenntnisse zu liefern für einerseits eine evidenzbasierte Politik für die Kinder hier im Land, aber auch eine evidenzbasierte Praxisgestaltung in den vielen pädagogischen Einrichtungen und Diensten in diesem Land. Ich gebe jetzt weiter an Nicole Heckel, die Ihnen die qualitative Studie näher vorstellen wird. Ja, danke Sascha. Herzlich willkommen auch von mir. Ich möchte Ihnen nun einen Einblick in das Kapitel des Kinderberichts Den Alltag mitgestalten, Partizipation und Inklusion in Strukturen der nonformalen Bildung in Luxemburg geben. Das Kapitel stellt anhand von ethnografischem Datenmaterial, das im Rahmen eines Projekts in Strukturen der nonformalen Bildung in Luxemburg erhoben wurde, exemplarisch dar, auf welch unterschiedliche Weise Kinder auf das Alltagsgeschehen Einfluss nehmen und dabei Teilhabe und Mitbestimmung erfahren. Und für die heutige Präsentation werde ich das Kapitel verkürzt darstellen und das Verhältnis der zentralen Aspekte Wohlbefinden, Partizipation und Inklusion skizzieren, sowie die Datengrundlage und den Forschungszugang klären. Anhand ausgewählter Beispiele aus der teilnehmenden Beobachtung werden verschiedene Varianten der Einflussnahme von Kindern auf den Betreuungsalltag sowie Prozesse der Herstellung von Zugehörigkeit überblicksartig vorgestellt. Und enden werde ich mit einigen zentralen Erkenntnissen mit Blick auf das Wohlbefinden, die soziale Position und die Akteurschaft von Kindern. Und ich werde einige mögliche Konsequenzen für die pädagogische Praxis bei der Realisierung von Partizipation und Inklusion anreißen. In der Forschung zum Wellbeing von Kindern wurde immer wieder gezeigt, dass ein hohes Maß an Selbstbestimmung auch mit einer hohen allgemeinen Lebenszufriedenheit einhergeht. Und auch in der Forschung zur Qualität von Kindertageseinrichtungen wurde wiederholt nachgewiesen, dass Partizipation und Inklusion eine wichtige Rolle für die Bildungs- und Entwicklungsprozesse von Kindern spielen. Und das zeigt sich nochmal besonders deutlich, wenn die Qualität von Kindertageseinrichtungen aus Kindersicht beurteilt wird. Partizipative und inklusive Aspekte wie Selbstbestimmung, Mitbestimmung oder Wertschätzung stellen zentrale Kriterien dar, die in vielfältiger Weise die Einschätzung von Kindern zur Qualität ihrer Kindertageseinrichtungen prägen. Der Bedeutungszuwachs von Partizipation und Inklusion im Kontext der außerschulischen Bildung und Betreuung von Kindern manifestiert sich auch im luxemburgischen Nationalen Rahmenplan zur nonformalen Bildung im Kindes- und Jugendalter, der die zentralen Leitlinien für die fachlich-pädagogische Orientierung im Sektor der Kindertageseinrichtungen und der Tageseltern formuliert. Und wirft man einen genaueren Blick in den nationalen Rahmenplan, so zeigt sich, dass kindliche Partizipation in einen engen Zusammenhang zum Wohlbefinden der Kinder gebracht wird. Ich zitiere: Für ihr Wohlbefinden sind Kinder und Jugendliche auf die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse angewiesen. Zunehmend wird die Möglichkeit der Selbstverwirklichung wichtig. Das Streben nach Zugehörigkeit, Austausch und Partizipation ist ebenso bedeutsam wie jenes nach Autonomie und Unabhängigkeit. Und die Frage nach dem Wohlbefinden von Kindern ist auch eng verbunden mit der Umsetzung der Kinderrechte sowie der Frage nach Partizipation, Teilhabe und Zugehörigkeit in Kindertagesstrukturen. Das Thema Partizipation genießt seit dem Beschluss der UN-Kinderrechtskonvention Anfang 1989, die im Übrigen auch von Luxemburg ratifiziert wurde, ein wachsendes politisches, fachliches und öffentliches Interesse. Mit der UN-Kinderrechtskonvention werden Kinder als eigenständige Rechtsträger anerkannt und sie gewichtet das Wohlbefinden von Kindern in Gestalt der Partizipations-, der Schutz- und Förderrechte gleichsam als universelles Grundrecht. Die Forderung der Umsetzung von Kinderrechten und Inklusion sowie die Frage nach dem Wohlbefinden von Kindern kristallisiert sich hier, so könnte man sagen, vornehmlich in deren Partizipationsmöglichkeiten.
In der pädagogischen Fachdiskussion ist man sich einig darin, dass Partizipation und Inklusion zentrale Zielsetzungen und Merkmale einer qualitativ hochwertigen, zeitgemäßen Praxis im Feld der Kindertagesbetreuung darstellen. Während Inklusion auf der Ebene der Einrichtungen des Bildungssystems den gleichen Zugang zu diesen Organisationen für alle Kinder meint, wird Inklusion auf der Ebene des Alltagsgeschehens in diesen Organisationen in erster Linie als die gleichwertige Möglichkeit der Teilnahme an verschiedenen Spiel- und Lerngelegenheiten sowie an pädagogischen Beziehungen und Peerbeziehungen verstanden. Das heißt, auf der Ebene des Bildungssystems konkretisiert sich Inklusion in der Teilnahme an Bildungsangeboten. Im Alltagsgeschehen von Kindertageseinrichtungen konkretisiert sich Inklusion wiederum in Partizipation. Für das Verhältnis von Partizipation und Inklusion bedeutet das, dass Partizipation gleichsam als Innenseite von Inklusion, also der Modus ihrer Verwirklichung im Alltagsgeschehen aufgefasst werden kann. Die beiden Begriffe sind deswegen zwar noch nicht als Synonym zu verstehen, überschneiden sich aber, wenn es um die Mikroebene des Alltags in Kindertageseinrichtungen geht. Partizipation gilt dabei also als jenes Mittel der Wahl, mit dem Inklusion im institutionellen Alltag letztlich verwirklicht werden kann. Und diese Auffassung basiert auf einem breiten Inklusionsverständnis. Es bezieht sich also nicht nur und nicht lediglich auf Menschen mit Beeinträchtigungen. Vielmehr geht es darum, für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihren Lebensbedingungen und ihren je individuellen Voraussetzungen, gleiche Chancen zur Teilhabe an Bildung und den entsprechenden institutionellen Angeboten zu ermöglichen. Die Datengrundlage für diesen Beitrag stammt aus dem Zusammenhang des Projekts Die Praxis des Nationalen Rahmenplans, Inklusion und Partizipation von Kindern im Alltag der Strukturen der nonformalen Bildung, das zwischen 2018 und 2021 von Sascha Neumann und mir an der Uni Luxemburg durchgeführt wurde und vom Menchi finanziert wurde. Um die zentralen Einsichten aus dem Projekt zu verdeutlichen, wurden für das Kapitel im Nationalen Kinderbericht in erster Linie Sequenzen aus den Datenprotokollen der teilnehmenden Beobachtung der Ethnographie ausgewählt, die wir in insgesamt 7 Einrichtungen über mehrere Wochen begleiteten. Und die Phase der teilnehmenden Beobachtung erstreckte sich dabei von November 2018 bis Juli 2021, fiel also auch in den Zeitraum der Pandemie. Die am Projekt teilnehmenden Strukturen haben wir nach folgenden Kriterien selektiert. Also systematisch haben wir berücksichtigt auf der strukturellen Ebene diejenigen kollektiven Strukturen, die eine Konvention mit dem Staat abgeschlossen haben. Und dabei wurden dann gezielt Einrichtungen in Betracht gezogen, die einem großen Träger angehören, sowie Einrichtungen, die einem kleinen Träger angehören. Und diese Strukturen wurden wiederum mit privatwirtschaftlich agierenden Einrichtungen kontrastiert, die keine Konvention mit dem Staat besitzen. Dort haben wir wiederum unterschieden zwischen kollektiven Strukturen und Assistants Parentaux. Und systematisch berücksichtigt wurden auch die pädagogischen Konzeptionen der Einrichtungen, die Concept d'Action Générale. Auf dieser Ebene nochmals haben wir dahin sortiert und ausgewählt, welchen Stellenwert Partizipation und Inklusion in diesen Konzeptionen spielen. Und im Zentrum der teilnehmenden Beobachtung standen dann schließlich die gesamte Vielfalt unterschiedlicher Situationen in den Strukturen, wie etwa Freispielphasen, das Mittagessen, pädagogische Angebote, also all die alltäglichen wie auch außergewöhnlichen Ereignisse und Abläufe, die sich während der Forschungsphase der teilnehmenden Beobachtung ereigneten. Und den so erzeugten Datenkorpus haben wir zur Wahrung der Anonymität pseudonymisiert und dann anschließend mit den Arbeitstechniken des Codierens und Kontrastierens der Grounded Theory ausgewertet. Für die Darstellung der Projektergebnisse im Rahmen des Kinderberichts haben wir dann Analysefragen angelegt. Und da waren so folgende Fragen leitend, wie nehmen Kinder Partizipationsmöglichkeiten in den Einrichtungen wahr? Welche Formen der Einflussnahme nehmen Kinder für sich sowohl innerhalb als auch jenseits von Aktivitäten, die von Erzieherinnen und Erziehern strukturiert werden, wahr? Wo handeln Kinder gegebenenfalls auch gegen die intendierten Erwartungen der Erwachsenen im Sinne eines Underlife?
Wie tragen Kinder als Akteure selbst zu Partizipation und Inklusion bei? Und nicht zuletzt, wie wird dabei Zugehörigkeit erzeugt und in welcher Weise sind Kinder daran beteiligt? Im Kapitel des Berichts präsentieren wir dann exemplarisch einige Szenen aus den Kindertageseinrichtungen, die auf ganz vielschichtige Weise deutlich machen, wie dort im Alltag Partizipations- und Inklusionsprozesse verlaufen können. Bei der Analyse der Beobachtungen zeigen sich vielfältige Möglichkeiten der Einflussnahme, der Partizipation und Inklusion von Kindern, die sich danach unterscheiden lassen, wie viel Kontrolle Kinder als Kollektiv oder als eigene über eine jeweilige Situation haben, im Sinne einer sogenannten Controlling Agency, wie es Simone Mortini in ihrer Dissertation beschreibt. Man könnte auch von einer Art gleitenden Akteurschaft sprechen, die sich über mehrere Akteure verteilte Kontrolle bezieht. Für das Kapitel im Bericht haben wir die Szenen folgendermaßen geordnet. Wir präsentieren Situationen, die sich eher als von Erwachsenen initiiert darstellen und in denen die Ausgestaltung der Situationen stärker von den erwachsenen pädagogischen Fachkräften gelenkt wird, wie zum Beispiel das Christbäumchen malen, in dem die Kinder mit einer Erzieherin zusammen in der Vorweihnachtszeit ein Christbäumchen ans Fenster malen und die eigenen Hände als Zweige verwenden. Und hier geht es stärker um das gemeinsame Tun und darum, seine eigenen Spuren in der Einrichtung zu hinterlassen. Ebenso wird hier eine Beispielsituation vorgestellt, in der sich Kinder für einen Charity-Stand engagieren, um einen Erzieher zu unterstützen, der für eine Zeit ins Ausland möchte. Und die Kinder warfen diese Idee auf und die Erzieherinnen setzten den Wunsch mit den Kindern gemeinsam um. Und wir präsentieren Beispielsequenzen, die eher von Kindern initiiert und getragen werden, beziehungsweise Situationen, in denen Kinder unter sich in ihren Peergruppen agieren. So zum Beispiel ein Konflikt um eine Sonnenbrille, die zwei Kinder zur gleichen Zeit haben möchten. Und wir zeigen eine Szene, in der es um die Neuinterpretation der Erwachsenenkultur geht, in der Kinder untereinander beim Mittagessen im Speisesaal Kellnerin spielen. Genau. Und einmal eine Szene, in welcher Kinder an der sogenannten Mur des Familles, das ist so eine Wand, in der verschiedene Bilder von den Familien der Kinder, die die Einrichtung besuchen, präsentiert werden und die Kinder selbst in die Hand nehmen können. Genau, in so einer Mur des Familles die Diversität ihrer eigenen Herkünfte und die ihrer Peers zur Geltung bringen. Die Einflussnahme, so lässt sich als eine der zentralen Erkenntnisse formulieren, der Kinder umfasst so unterschiedliche Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das allseits begrüßte Formulieren von Vorschlägen in einem Morgenkreis, die Aufkündigung der Mitwirkung bei bestimmten Situationen oder die spielerische Neuinterpretation sowie das Unterlaufen von Regeln der Erwachsenen. Die Beobachtungssequenzen zeigen aber auch, dass Kinder selbst Akteure von Partizipation und Inklusion sein können, indem sie beispielsweise in Peer-Interaktionen ohne Zutun von erwachsenen pädagogischen Fachkräften die Diversität ihrer eigenen Herkünfte und die ihrer Peers zur Geltung bringen, ohne diese zu bewerten. Damit leisten sie immer auch einen bedeutenden Beitrag zum Wohlbefinden ihrer Peers, etwa auch im Sinne stellvertretender Erfahrungen. Vielleicht zur Ergänzung, also die stellvertretende Erfahrung gehört zum theoretischen Konzept der Selbstwirksamkeitserfahrung. Das ist eine soziale Lerntheorie von Bandura und die besagt, die stellvertretende Erfahrung, dass neben der eigenen gemachten Erfahrung die Selbstwirksamkeitserfahrung auch positiv durch die stellvertretende Erfahrung beeinflusst werden kann. Also hierzu muss die Person die Möglichkeit erhalten, ein Verhaltensmodell zu beobachten, durchaus andere Kinder, dessen Verhalten als nachahmenswert angesehen wird. Und die Beobachtungen illustrieren damit vielleicht auch auf ungeahnte Weise, gerade auch anhand des Beitrags der Kinder, das Partizipations- und Inklusionspotenzial des Alltags in den Strukturen der nonformalen Bildung. Die Beobachtungen der vielfältigen Einflussnahme von Kindern illustrieren auch, dass es nicht immer nur die Erwachsenen sind, die Partizipation von Kindern ermöglichen. Auch zusätzliche Auflagen, die im Kontext der Eindämmung der Covid-Pandemie in den Organisationsalltag Einzug gehalten haben, wirken sich nicht prinzipiell einseitig als Beschränkungen von Partizipations- und Interaktionsprozessen aus. Sie können auch die Schaffung von Partizipationsgelegenheiten anregen.
Und es sind auch nicht alleine die aufwendig arrangierten Aktivitäten oder demokratiepädagogischen Events, welche den entscheidenden Unterschied im Hinblick auf die Partizipation und Inklusion von Kindern machen. In diesem Sinne zeigen auch die geschilderten Szenen aus dem Alltagsgeschehen der am Projekt beteiligten Strukturen, dass sich Mitbestimmung und Teilhabe vor allem im täglichen Klein-Klein ereignen und dort auch weitaus häufiger anzutreffen sind, als man dies zunächst vermutet vielleicht. So zeigen die Beispiele auch, dass Partizipation nicht nur dann Partizipation ist oder als solche stattfindet, wenn diesbezügliche Aktivitäten und Arrangements allein durch die Hände des pädagogischen Fachpersonals gegangen sind. Es sind eben häufig nicht die geplanten Arrangements und Aktivitäten, sondern die alltäglichen Interaktionen, die eine wichtige Rolle spielen. Man könnte hier im Unterschied zu eher Politik simulierenden Verfahren, wie zum Beispiel Kinderräten, auch von alltagsintegrierter Partizipation sprechen. Darüber hinaus scheint es eben auch nicht nur diesen einen richtigen Weg zu geben, kindliche Partizipation zu realisieren. Es müssen eben auch immer die kontextuellen und situativen Bedingungen vor Ort in den jeweiligen Einrichtungen in Rechnung gestellt werden. Und für das pädagogische Fachpersonal in Einrichtungen der nonformalen Bildung könnte das vielleicht zugleich eine entlastende wie auch ermutigende Botschaft sein. Partizipation findet eben nicht nur ganz häufig auch mal ungeplant statt und bisweilen sogar ohne dass Erwachsene sich darum noch zusätzlich zu kümmern haben. Und da geht es vor allem dann auch darum, den Alltag aufmerksam zu beobachten und diese spontanen Partizipationsereignisse geschehen zu lassen. Die Einrichtungen der nonformalen Bildung in Luxemburg können die Gelegenheit für Sozialbeziehungen außerhalb der eigenen Familie und des eigenen Herkunftsmilieus von Kindern stiften. Sie können für Kinder soziale Erfahrungsräume eröffnen, in denen sie Gleichaltrigen begegnen und sich mit ihnen auseinandersetzen, an der Alltagsorganisation aktiv beteiligt werden, sowie diese konstitutiv mitgestalten, während sie dabei zugleich ihre Partizipationsrechte als Kinder ausüben können. Von der Position der Kinder aus sind es gerade diese unmittelbaren Gegenwartserfahrungen, die ihr Wohlbefinden maßgeblich beeinflussen. Und Einrichtungen der nonformalen Bildung eröffnen solche Partizipations- und Inklusionserfahrungen prinzipiell allen Kindern. Sie können dabei also zur Umsetzung der universellen Kinderrechte auf einer breiten Basis beitragen. Mit Blick auf die Kernthematik des Beitrags sind Kinder in einem nochmals spezifischeren Sinn auch Akteure von Partizipation und Inklusion. Dabei machen Kinder zum einen eigene Selbstwirksamkeitserfahrungen, sie stiften diese aber auch für andere Kinder als stellvertretende Erfahrungen im Sinne der sozialen Lerntheorie Bandoras. Somit leisten sie immer auch einen bedeutenden Beitrag zum Wohlbefinden ihrer Peers. Gleichzeitig entwickeln sie ein Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Einfluss auf die Umwelt nehmen zu können. Und der Beitrag erlebter Akteurschaft zum kindlichen Wohlbefinden ist dabei kaum zu unterschätzen. Und mit diesem Zitat möchte ich auch enden. Das Wohlbefinden von Kindern hängt eng mit ihrer Handlungsfähigkeit, Initiative und Autonomie zusammen. Entsprechend wird es gefördert, wenn die Kinder die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen, zu handeln und Situationen zu kontrollieren, was ihnen das Gefühl von Souveränität, des Eingebundenseins und ein positives Selbstwertgefühl vermittelt. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich werde jetzt an meine Kollegin Audrey Bousselin übergeben. Danke, Nicole. Donc, je suis Audrey Bousselin. Ja, mein Name ist Audrey Bousselin und ich werde auf die wichtigsten Erkenntnisse dieses Kapitels eingehen zur Studie über das Wohlbefinden von Kindern. In diesem Kapitel geht es um das Empfinden und um die Meinung der Kinder, die im Herzen, im Zentrum dieser Studie stehen. Und es geht auch wirklich um einen mehrdimensionalen Ansatz. Die verschiedenen Dimensionen des Wohlbefindens werden berücksichtigt und diese ergänzen sich auch gegenseitig. Hier haben wir eine erste Grafik, eine grafische Darstellung mit den verschiedenen Dimensionen, die berücksichtigt wurden in dieser Studie.
Sascha war schon ganz kurz darauf eingegangen. Eine erste Dimension ist das sogenannte kognitive Wohlbefinden. Das ist die Art und Weise, wie die Kinder ihr Leben beurteilen. Global betrachtet, sind sie insgesamt zufrieden und wie beziehen Sie das auf die verschiedenen Bereiche, die Ihr Leben ausmachen? Also Zufriedenheit in der Familie, in Bezug auf Ihr äußeres Erscheinen, Bezug auf das Stadtviertel, in dem Sie leben, die Schule und vielleicht auch die SEA. Also wie zufrieden fühlen Sie sich in diesen Strukturen? Dann haben wir daneben noch das emotionale Wohlbefinden. Wie fühlen sich die Kinder? Da interessieren wir uns für die Gefühle, die Emotionen der Kinder. Das sind dann auf der einen Seite positive Gefühle, ich bin froh, ich bin gelassen oder ich fühle mich sehr energiegeladen. Und dann haben wir auch die negativen Gefühle, beispielsweise Traurigkeit, Langeweile oder Stress. Und die letzte Dimension, die hier berücksichtigt wird in der Studie, ist das psychologische Wohlbefinden. Das psychologische Wohlbefinden bezieht sich auf verschiedene Aspekte, die dem Kind Glück verschaffen sollen. Das ist beispielsweise die Selbstakzeptanz oder das eigene Umfeld direkt beeinflussen zu können, autonom zu sein, auch ein sinnvolles Leben zu haben, sich selbst entfalten zu können und positive Beziehungen zu anderen zu haben. In der Studie, Sascha hat es ja schon angesprochen, ging es ursprünglich darum, Daten auf nationaler Ebene zusammenzutragen. Ein erstes Mal im Jahr 2019 und dann gab es eine zweite Welle im Jahr 2021. Bei dieser zweiten Erhebung haben wir den gleichen Fragebogen genommen mit einem zusätzlichen Modul, nochmal ganz spezifisch bezogen auf die Pandemie und dann aber auch nochmal den Standpunkt der Eltern hineingenommen. So konnten wir also wirklich die beiden Sichtweisen Kinder und Eltern miteinander konfrontieren. Wir haben das Ganze fußen lassen auf der International Survey of Children's Wellbeing und die Daten, die erhobenen Daten wurden dann nochmal gekoppelt mit verwaltungstechnischen Daten, um das Ganze zu vervollständigen, wurden gewichtet, um repräsentativ zu sein für die nationale Ebene. Also befragt wurden sämtliche oder kontaktiert wurden sämtliche Kinder im Alter von 8, 10 und 12 Jahren, die in Luxemburg lebten im Jahr 2019. Knapp 8.000 haben geantwortet und wir hatten also eine Beteiligungsrate von 40%. 2021 waren es 2.119 und knapp 1.700 Eltern. In beiden Jahren haben mehr als 90% angegeben, dass sie doch finden, dass wichtige Dinge abgefragt wurden bei diesen Erhebungen. Bei dieser ersten Erhebung haben wir festgestellt, dass sich die Kinder 2019 eigentlich sehr gut fühlen mit ihrem Leben. Sie sind zufrieden. Wir haben Werte des subjektiven Wohlbefindens, die doch recht hoch sind. Sie liegen zwischen 87 und 89 auf einer Skala von 0 bis 100. Diese Zahlen sind doch recht vergleichbar mit den Ergebnissen aus den angrenzenden Ländern und sie entsprechen auch eigentlich dem, was man bei älteren Kindern feststellt, sprich hier bei den Jugendlichen. Die verschiedenen Dimensionen stehen in Wechselwirkung zueinander und da hat man auch festgestellt, dass die Werte auch in den anderen Dimensionen, in den anderen Unterbereichen ebenfalls hoch waren. In jeder Alterskohorte gibt es eine Minderheit von Kindern, weniger als 10%, die aber eine geringe Zufriedenheit, ein geringes Wohlbefinden angeben. Und es ist auch häufig gekoppelt oder geht einher mit anderen negativen Empfindungen. Das heißt, wenn man geringe Werte beim emotionalen Wohlbefinden hat, dann schlägt sich das auch dementsprechend nieder auf das allgemeine Wohlbefinden. Und häufig ist es also so, dass Kinder alleinstehender Eltern eben niedrigere Werte hier erzielen. Wenn wir uns jetzt für die ausschlaggebenden Faktoren interessieren für das Wohlbefinden, dann haben wir da an erster Stelle die Familie.
Das ist wirklich ausschlaggebend. Wie fühlen sich die Kinder innerhalb ihrer Familie für diese verschiedenen Altersgruppen? Je älter die Kinder werden, das heißt, bei den Älteren ist es so, dass die Außenwelt einen immer höheren Stellenwert einnimmt. Und hier ist auch festzustellen, dass die Zufriedenheit den Klassenkameraden oder den Freunden gegenüber einen höheren Stellenwert hat als bei den jüngeren Kindern. Dann ist es auch so, dass das Wohlbefinden in der Schule ganz wichtig ist. Also wie fühlt man sich in der Schule, wie fühlt man sich in den Betreuungseinrichtungen, in den SEA für die Kinder, die das eben betrifft. Und hier haben wir feststellen können, dass beide Formen der Bildung und Betreuung, also die formale als auch die nonformale Bildung, wirklich zum Wohlbefinden der Kinder beitragen. Im Zusammenhang mit den vorherigen Kapiteln können wir auch noch Folgendes festhalten. Die Kinder fühlen sich umgeben, sie fühlen sich behütet, sie fühlen sich beschützt und unterstützt von den Erwachsenen, die sie umgeben, sei es jetzt von den Eltern, den Lehrkräften oder auch den Erziehern. Aber sie fühlen sich doch weniger verstanden oder haben den Eindruck, dass man ihnen weniger zuhört und sie in die Entscheidungen einbezieht, die sie betreffen. Und dabei sind diese beiden Faktoren doch wirklich wesentlich für das Wohlbefinden der Kinder. Und es ist ganz wichtig, den Kindern auch eine Stimme zu geben in Bezug auf die Entscheidungen, die sie betreffen, wenn man wirklich ihr Wohlbefinden fördern möchte. Abschließend ist dann auch noch festzuhalten, dass die Kinderrechte eine wichtige Rolle spielen. Wir haben ja auch die Kinderrechtscharta der Vereinten Nationen. Das sind universelle Rechte, die bekannt sein sollten. Alle Kinder sollten diese Rechte, ihre Rechte kennen. Da gibt es aber doch noch Unterschiede auch zwischen Mädchen und Jungen. Also die jüngeren Mädchen, die 8-Jährigen, kennen die Kinderrechte weniger als die gleichaltrigen Jungs beispielsweise, haben wir feststellen können. Ich habe es schon kurz angeschnitten. Wir hatten dann eine zweite Erhebung im Jahr 2021. Da haben wir die Kinder gefragt, wie sie sich fühlen nach mehr als einem Jahr Pandemie. Und wir haben dort feststellen können, dass das Fehlen, das Vermissen der Familie und Freunde, das Fehlen von Aktivitäten dazu geführt hat, dass sie sich doch eher gelangweilt haben oder einsam gefühlt haben. Also diese Gefühle sind hier stärker ausgeprägt als die Sorge um die eigene Gesundheit beispielsweise. Sie machen sich auch eher Sorgen um die Gesundheit der ihnen nahestehenden Personen als um ihre eigene Gesundheit. Und das lässt auch schließen auf eine gewisse altruistische Haltung. Das heißt, es liegt ihnen wirklich am Herzen, die Erwachsenen ihres Umfelds zu schützen. Sie würden gerne verstehen, oder wir wollten gerne verstehen, inwiefern sich diese Kinder doch an diese recht restriktiven Regeln für sie halten und warum. Und da ist auf jeden Fall festzustellen, dass die Erwachsenen eine andere Sichtweise haben. Sie empfinden die Dinge vielleicht ganz anders als ihre Kinder. Sie erfassen das auch anders. Und es ist ganz wichtig, die Kinder immer wieder zu fragen, wie es ihnen geht, wie sie das Erlebte auch gerade empfinden. Kommen wir zum Familienleben nach mehr als einem Jahr Pandemie. Lockdown, Homeoffice, verschiedene Schulschließungen haben natürlich auch Spuren hinterlassen. Die Familien haben mehr Zeit miteinander verbracht und das kann zu mehr Spannungen führen. Tatsächlich ist es so, dass 50% der befragten Kinder eher zustimmen, dass in der Familie mehr Spannungen entstanden sind. Dann haben wir aber auch feststellen können, dass 75% der Kinder doch zustimmen, dass die Familie mehr zusammengeschweißt wurde durch die Pandemie. Ja, man schätzt es auch, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Da stimmen 50% eher zu.
Aber auch hier ist es wieder so, dass die Eltern die Situation anders einschätzen als ihre Kinder. Also da haben wir eine unterschiedliche Wahrnehmung. Da wir eben zweimal Daten erheben konnten, konnten wir auch einen Vergleich ziehen zwischen 2021 und 2019. Hier haben wir auch insbesondere die täglichen Aktivitäten der Kinder verglichen im Frühjahr 2019 und im Jahr 2021. Und hier war dann festzustellen, dass die Kinder etwas weniger häufig ihre Freunde treffen, also außerhalb der Schulzeit im Jahr 2021 eben im Vergleich zu 2019. Sie nehmen auch weniger häufig an außerschulischen Aktivitäten teil, sei es jetzt Sport, Musik, Kurse und so weiter. Also auch da haben wir etwas niedrigere Werte im Jahr 2021 als 2019. Jetzt stellen sich viele Eltern und auch Lehrkräfte und Erzieher die Frage, wurde das Ganze kompensiert durch andere Aktivitäten, beispielsweise hier durch die Bildschirme? Man kann natürlich davon ausgehen, denn die tägliche Nutzung der sozialen Netzwerke ist doch sehr viel häufiger im Jahr 2021 als 2019, insbesondere bei den 10-Jährigen. Und wir haben auch festgestellt, dass Kinder eher täglich Computerspiele spielen im Jahr 2021, als dies noch 2019 der Fall war. Ja, man schaut sich auch Filme an, Serien und so weiter, und da sind die Werte doch ähnlich. Dann ein letzter Punkt, der berücksichtigt wurde in der Studie. Wir haben das Wohlbefinden im Frühjahr 2021 mit dem Wohlbefinden im Frühjahr 2019 verglichen. Und wir haben 2021 ebenso viele negative Gefühle wie 2019. Das heißt, das, was die Kinder sagen über ihr emotionales Wohlbefinden, ist gar nicht so weit von dem entfernt, was 2019 gesagt wurde. Also jetzt 2021 waren es dann doch einige mehr, die gesagt haben, ja, es geht mir nicht so gut, aber das globale subjektive Wohlbefinden ist dennoch immer hoch. Also da, wo Sie das allgemein betrachten, da haben wir auch 2021 immer noch recht hohe Werte zwischen 88 und 82 Punkten auf einer Skala von 0 bis 100. Diese Zahlen sind wirklich vergleichbar mit dem, was wir 2019 hatten. Was ist jetzt daraus abzuleiten? Nun, man kann sagen, dass sich die Kinder angepasst haben an die neue Situation, und das entspricht auch eigentlich den Studien über das Wohlbefinden, denn sie zeigen ja wirklich, dass sich der Mensch nach einem ersten Schock anzupassen vermag und das eigene Wohlbefinden eigentlich wiedererlangt, also dieses Wohlbefinden, das man auch vor dem Schock hatte. Und hier haben wir also wirklich einen Gleichklang zwischen dieser Entwicklung, also zweites Halbjahr 2021. Da kommen wir also wieder auf ein höheres Wohlbefinden, einen ähnlichen Wert wie zur Zeit vor der Pandemie. Ja, da müssten natürlich noch vertiefende Studien durchgeführt werden, um das Ganze zu überprüfen, um vielleicht auch die Dynamik zu hinterfragen für spezifische Altersklassen, insbesondere eben auch vielleicht gefährdete Kinder. Ja, ich glaube, dass ich die Redezeit mehr oder weniger eingehalten habe. Vielleicht interessiert sich der ein oder andere hier im Saal noch für den vollständigen Bericht. Dieser ist verfügbar auf der Webseite des Ministeriums für Bildung, Kinder und Jugend. Die Adresse ist hier in Blau angegeben. Und damit, denke ich, können wir übergehen zur Frage-Antwort-Runde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Fragen sind ganz herzlich willkommen in beiden Sprachen, Französisch wie Deutsch. Auch Letzeburgisch geht, für uns zumindest geht es. Und wir bleiben hier oben sitzen, nicht weil wir das so mögen, hier auf dem Podium zu sitzen, darauf kommt es uns nicht an, aber es ist hier besser mit dem Mikrofon und auch mit der Übersetzung, weil wir hier die Knöpfe hier haben. Okay.
Ja, liebe Kolleginnen und Kolleginnen, ich würde zunächst einmal sehr herzlich Sie beglückwünschen für den Kinderbericht. Das ist ja ein Novum und das ist in der Tat eine Lücke, die dadurch gefüllt wird und das ist auch sehr wichtig. Was mir auch sehr positiv natürlich gefallen hat, das ist natürlich die Verbindung mit dem Partizipationsrechten und allgemein einem kinderrechtsbasierten Ansatz. Also das Wohlbefinden durch Mitbestimmung und durch das Zusammenwirken, Zusammenspiel der Kinderrechte. Deshalb das möchte ich wirklich hervorheben, weil das auch nochmal, denke ich, lange Zeit nicht so in dem Bewusstsein war und durch diesen Bericht noch einmal unterstrichen wird, dass beides zusammenhängt, die Anerkennung und das Respektieren der Kinderrechte einerseits und das Hinwirken und Hinarbeiten auf das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlicher. Natürlich zielt die Frage jetzt darauf hin, ob Sie aufgrund Ihrer Beobachtungen und Ihrer Auswertungen auch Empfehlungen an die Praxis noch eventuell noch weiter formulieren können, auf die wir in den nächsten Jahren auch hinarbeiten könnten. Ja, danke, Schachel, für deine Frage. Ich versuche die ein bisschen zu beantworten. Also ja, ich denke schon. Ganz interessant war zu beobachten, gerade wenn es um Partizipationsanlässe geht, also Gremien, Anlässe, die man quasi so ein bisschen Politik simulierend nennen könnte, dass die nicht unbedingt sehr inklusiv sein müssen. Das bedeutet also, es gibt eben Bedingungen, die Kinder erfüllen müssen, um an solchen Anlässen partizipieren zu können, gewisse Entwicklungsreife haben, sprechen können, die Sprache verstehen können, länger sitzen bleiben können, sich eine Meinung bilden. Und da merkt man eben schon, umso tiefer man im Alter geht, also wenn man in der Crèche dann zum Beispiel ist, dann wird es natürlich schwierig, wenn man so sprachbasiert und erwachsenenbasierte Partizipationsanlässe stiftet. Ne, da ist die Partizipation der Kinder und die Einflussmöglichkeiten in einem viel näheren Bereich an den Kindern selbst dran. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man schon in Betracht ziehen muss, dass man da quasi nicht automatisch denkt, wenn man in ein Methodenhandbuch schaut und da steht Partizipation drauf, dass damit automatisch auch wirklich alle Kinder adressiert sind, die sich in der Einrichtung befinden. Das wäre zum Beispiel ein Fokus, den man bei der täglichen Alltagsgestaltung berücksichtigen könnte. Ja, ich würde das noch aufgreifen und noch versuchen, eine Brücke auch zu schlagen zur quantitativen Untersuchung, weil die ja wiederum gezeigt hat, Audrey hat das vorgestellt, dass man jetzt, wenn man das etwas generalisiert, sagen kann, dass die Kinder in Luxemburg sich eher umsorgt fühlen als beteiligt. Das heißt nicht, dass sie sich nicht beteiligt fühlen. Das haben Sie auch so nicht gesagt, oder das geht aus der Untersuchung nicht hervor. Aber wenn man die Werte sich anschaut, wie Kinder zustimmen auf Fragen, fühlst du dich sicher, hast du das Gefühl, du bekommst von Erwachsenen Unterstützung, dass diese Werte höher liegen, als wenn man sie danach fragt, fühlst du dich beteiligt, bist du an der Entscheidung in der Familie beteiligt, hast du das Gefühl, Erwachsene gehören dir zu. Und das Besondere war jetzt auch in Luxemburg, dass wir gesehen haben, ja, mit zunehmendem Alter nimmt die Zustimmung der Kinder sogar ab, wo sie sagen, ich kann hier partizipieren. Und das ist überraschend, auch im Vergleich, weil in der Regel kenne ich das aus der Empirie nur umgekehrt. Also je älter Kinder sind, umso eher sagen sie, ich fühle mich beteiligt oder machen die Erfahrung, beteiligt zu sein. Also wenn ich 12 bin, darf ich eher mitbestimmen, wer in der Schule neben mir sitzt, wie wenn ich 8 bin. Das ist so einfach relativ erwartungsgemäß, wäre das so rum. Ne? Haben wir aber nicht. So, und da können wir jetzt natürlich auch Konsequenzen ziehen und auch Konsequenzen ziehen, wenn wir sehen, dass eben nicht alle Kinder die Kinderrechte kennen. Ja? Und das ist natürlich schwieriger für ein Recht, das man hat, einzustehen, wenn man es nicht kennt. Ja? Und da können wir in der Praxis natürlich viel machen. Wir können sagen, also wie kann man die Kinderrechte in der Maison Relais, in der Schule, in der Crèche möglichst frühzeitig bekannt machen. Wir haben Material im Land, mit dem wir das machen können, auf verschiedenen Sprachen auch. Ja? Also es liegt quasi so auf der Hand, dass man da wirklich Möglichkeiten hat. Ja? Und das andere ist eben, natürlich ist das Erlernen von Demokratie ein wichtiges Ziel, aber bei Partizipation geht es nicht nur darum.
Und da beobachte ich auch in anderen Ländern, auch in der Schweiz habe ich das gesehen, gewisse Verkürzungen, dass man sagt, Partizipation heißt, wir machen in der Kita Demokratie. Ja, auch, aber vieles findet, und Nicole hat das gesagt, im alltäglichen Klein-Klein statt. Und Kinder selbst sind daran beteiligt, andere mit einzubeziehen, andere mitbestimmen zu lassen, anderen Zugehörigkeitsgefühle zu vermitteln. Und es muss nicht immer die Erwachsenen sein, und manchmal genügt es auch, den Blick zu schärfen, dafür, was die Kinder untereinander tun. Auch das kann man sozusagen als Botschaft an die Praxis richten, auch weil das entlastet. Ja? Also es ist eben nicht so, dass ich als Edukateur selber immer verantwortlich bin, das alles zu veranstalten und umzusetzen, sondern die Kinder sind gewissermaßen immer auch Kollaborateure sozusagen des pädagogischen Geschehens. Ja. Das kann man auch kritisch sehen und auch kritisch diskutieren, aber sie sind es auch in einem positiven Sinn. Hast du Loremund? Okay. Voilà, je vais faire... Ja, ich werde meine Frage auf Französisch stellen, denn sie richtet sich an Frau Bousselin. Angesichts der Wichtigkeit, dass ein Kind das Gefühl haben muss, dass es angehört wird, und es ist ja auch wichtig, dass die Eltern das entsprechend signalisieren für das Wohlbefinden, und wollte ich deswegen wissen, ob in der Studie es einen Hinweis darauf gibt, dass unterschiedliche Ansichten der Eltern in Zusammenhang mit den Sorgen ihrer Kinder und andererseits dann eben auch die Sorgen, die dann von den Kindern geäußert werden, ob dieser Unterschied dann möglicherweise einen Einfluss hat auf das Wohlbefinden der Kinder. Oui, voilà. En fait, on n'a pas encore regardé. Ehrlich gesagt haben wir uns noch nicht angeschaut, ob dieser Unterschied ausschlaggebend dafür war, um mögliche unterschiedliche Einstufungen des Wohlbefindens zu verursachen. Wir haben aber wohl festgestellt, dass es unterschiedlich ist, je nach Thema. Zum Beispiel die Sorgen der Kinder gegenüber ihrer Gesundheit. Da sind die Eltern eigentlich sehr vorausschauend. Da gibt es eine Synergie, das heißt, die Ansichten sind da praktisch identisch. Andererseits haben wir aber auch festgestellt, dass Kinder mehr Sorgen und Einsamkeitsgefühle meldeten als das, was von den Eltern als Rückmeldung kam. Merci. Danke. Ja, moin, schon... Ja, hallo allerseits. Ich habe eine Denkanregung, auch eine Frage vielleicht. Folgendes: Die Partizipation der Kinder in der nonformalen Bildung war ja Gegenstand ihrer Forschung, aber man kann natürlich auch in der formalen Bildung da mal nachschauen. Und da wollte ich wissen, wie sieht es denn da aus mit der Partizipation der Kinder in der formalen Bildung? Ist das nicht vielleicht auch mal ein interessantes Thema, was man sich anschauen könnte? Und da könnte man ja vielleicht auch die Frage stellen, wie denn die Partizipation der Kinder in der formalen Bildung ja vielleicht ausgebaut werden kann. Ja, ich versuche mal auf diese Frage gleich zu reagieren. Wir haben ja schon mehrmals hier gesagt bekommen, dass der Kinderbericht ja über das Jugendgesetz zustande gekommen ist. Das heißt, wir haben sozusagen im nonformalen Bereich uns verankert, und was wir jetzt erfasst und uns angeschaut haben, das war nicht unbedingt das, was wir uns anschauen wollten. Nicht nur, weil wir diese Erkenntnisse für die nächsten Schritte brauchen, sondern es ging auch darum, dass wir dann eben mit den Kollegen auch andere Bereiche uns anschauen wollen. Und da sind wir dann natürlich auch mit den Kollegen im Austausch, um zu sehen, was als nächstes gemacht werden kann und wie unsere Erkenntnisse jetzt für die Bereiche, für die wir zuständig sind, sozusagen übernommen werden können in andere Settings. Okay, merci. Ja, vielen Dank. Ich wollte Ihnen erst einmal meine Glückwünsche aussprechen für den Kanner-Bericht, weil ich es einfach super wichtig finde, dass Kinder eine Stimme bekommen. Meine Frage jetzt an Audrey.
Ich weiß, dass Sie ja auch weiterhin sich noch die Daten anschauen wollen und deswegen wollte ich wissen, ob Sie 2021 Unterschiede ausfindig gemacht haben beim Wohlbefinden der Kinder, ob es da Unterschiede beim Geschlecht, beim sozioökonomischen Status noch in Altersgruppen gegeben hat. Und die zweite Frage, wenn Sie jetzt weitermachen mit Ihren Arbeiten, werden Sie da die gleichen Kinder wieder vergleichen? Das heißt also, die Kinder, die 2019 8 Jahre alt waren, dann vergleichen mit wenn Sie jetzt 10 Jahre alt sind, in 2021 wieder als Untersuchungsgrundlage zu nehmen. Ich glaube, da hat man eine wunderbare Möglichkeit, das dann auch genau machen zu können. Ja, schönen Dank, Claudine, für diese Frage. Was jetzt die vertiefte Vergleichung von Wohlbefinden und auch die sozioökonomischen Faktoren angeht, muss ich sagen, das ist eine Arbeit, die noch nicht gemacht worden ist. Aber 2019 haben wir bereits feststellen können, dass das Geschlecht sich jetzt nicht ausgewirkt hat auf das Wohlbefinden, aber es gab vielleicht eher mehr negative Gefühle, die dann mehrheitlich von den Mädchen geäußert wurden. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es schon geschlechtsspezifische Unterschiede gibt in der Art und Weise, eben wie über das Wohlbefinden Aussagen getroffen werden. Und was jetzt diese Vergleichbarkeit angeht, so gibt es, denke ich, zwei Möglichkeiten. Entweder geht man davon aus, dass man das Wohlbefinden der 10-jährigen Kinder 2021 mit den 10-jährigen Kindern im Jahre 2010 und dann hebt man sozusagen den Umstand ein bisschen auf, dass eben das Wohlbefinden sich mit dem Alter verändern kann. Das ist das, was wir hier als Entscheidung getroffen haben. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Man kann nämlich eher auf individueller Ebene beim jeweiligen Kind nachschauen, was es da an persönlicher Wohlbefindensdynamik gibt. Und das ist ja doch ein relativ breiter Bereich. Und diese beiden Bereiche sind schon ziemlich unterschiedlich, sind auch nicht exklusiv zu betrachten. Ich glaube, jeder Ansatz kann auf unterschiedliche Fragestellungen einen entsprechenden Antwortansatz bieten. Und ich glaube, beide Forschungsrichtungen sind interessant. Hallo, ich mache mal in Deutsch, weiß nicht, an wen es geht. Ich habe eine Frage zur Qualität der Beziehungen zwischen Fachpersonen und Kindern in Einrichtungen. Ob es irgendwelche Erkenntnisse oder Schlussfolgerungen geben kann. Also Sie haben jetzt viel über die Rolle von Partizipation auf das Wohlbefinden von Kindern gesprochen. Aber ich stelle mir eben vor, also die Qualität der Beziehungen. Gibt es da Faktoren oder haben Sie da, also kann man da was rausfiltern, je nachdem, wie diese in diesem Mikrobereich von den zwischenmenschlichen Beziehungen, welchen Einfluss das hat und ob das große, wie Sie ein wenig geschildert haben, ob wir jetzt große Planungen haben oder jetzt fast demokratische Strukturen schaffen und dann große Partizipation machen, ob das auch noch funktioniert, wenn die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Kindern und den Fachkräften eben nicht so gut ausschaut in einer Einrichtung. Ob es da irgendwelche Erkenntnisse und ob da auch wieder Erkenntnisse für die Praxis, also keine Ahnung, wo viel geschrien wird, wird weniger sich wohlgefühlt, sowas, ob es da sowas gibt. Ja, danke für Ihre Frage, die berechtigt ist. Ich sage mal so, wir könnten das versuchen nachzuvollziehen. Tatsächlich, es wäre möglich mit den Daten, die vorliegen. Was wir wissen, ist, dass die Zufriedenheit mit der besuchten Struktur der nonformalen Bildung einen Zusammenhang aufweist, einen statistisch signifikanten Zusammenhang aufweist mit dem allgemeinen Wohlbefinden. Dort ist sozusagen der Zusammenhang je nach Altersgruppe fast so stark wie auch bezogen auf die Schule. Das ist zunächst einmal immens als Erkenntnis, weil ich meine, man muss auch sehen, wo man auch herkommt, wenn man jetzt 20 Jahre zurückschaut. Also der Entwicklung des Sektors der nonformalen Bildung ist in Luxemburg noch relativ jung. Ja? Und wir sehen aber jetzt schon bezogen auf die Wohlbefinden der Kinder, die Lage der Kinder, dass es für Kinder einfach wichtig ist, wie es ihnen da geht. Ich finde, das stärkt einerseits
die nonformale Bildung, gibt ihr aber auch eine Menge Verantwortung. Jetzt die Frage, was spielt eine Rolle? Die ist dann etwas differenzierter, so wie Sie die stellen, da müsste man genauer hinschauen. Aber wir könnten hingehen und uns mal anschauen, ist es bei Kindern, die gesagt haben, sie fühlen sich von den erwachsenen Bezugspersonen unterstützt, ja, auch so, dass sie sich in der Maison Relais dann halt eher wohlfühlen als andere, die das nicht sagen. Haben wir aber jetzt für den Kinderbericht nicht gerechnet, könnten wir aber machen. Ne? Wäre cool. Ja. Aber das Da ist eine fängt es ja berechtigte- an eigentlich, Ja. oder? In diesem Mini-Bereich von... Ja, aber ne? es gibt halt natürlich, Sie spielen einfach darauf an, es gibt noch eine Menge Daten, wie das oft so ist bei solchen Projekten, die nicht ganz ausgewertet sind, die man aber für die Zukunft natürlich noch auch auswerten kann und dann Super. so kleinere Berichte dazu schreiben könnte. Okay, Ja. danke schön. Vielleicht ist es auch nur eine Verständnisfrage mit Blick auf die Partizipationsstudie. Da hattest du ja angesprochen gehabt, dass ihr dort eine Trägervielfalt berücksichtigt habt und auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch bei den Tageseltern wart. Also kann man da, also ich weiß, dass ihr da jetzt keinen bewertenden Ansatz dort gemacht habt, aber konnte man sagen, dass das Setting, sage ich mal, in den SEAs, also in den Maison Relais oder in den Crèches ist ja so different zu dem eher familiären Setting der Tageseltern. Gibt es da irgendwelche Differenzen, was die Partizipationsmöglichkeiten oder Partizipationsoptionen, Kontexte angeht? Kann man da irgendwas zu dieser, sage ich mal, der Vielfalt von Einrichtungen oder Services sagen, die die Kinder besuchen? Danke, Sabine, für deine Frage. Also tatsächlich, die Assistants Parentaux waren in unserem Sampling noch enthalten. Wir hatten dann auch einige Konzeptionen der Assistants Parentaux angeschaut und hatten uns welche ausgesucht. Und die waren schon sehr zurückhaltend darin, ethnografisch beforscht zu werden. Und als wir gerade anfangen wollten, erste Kontakte aufzunehmen, kam die Pandemie. Also von daher haben wir tatsächlich Einblick in Crèche und Maison Relais, aber leider nicht in die Partizipationspraktiken oder in das Alltagsgeschehen von Assistants Parentaux. Ich finde auch, man sollte anschließen, also man sollte noch mal weitergehen und jetzt schauen, wie es mit den gelockerten Bedingungen jetzt ist, ob man da vielleicht gerade noch mal kontrastierende Beobachtungen machen kann, denn es ist schon ein unterschiedliches Setting, das habt ihr ja auch in euren Studien gezeigt. Und von daher wäre es spannend. Es wäre spannend, aber es war uns leider tatsächlich dann mit dem Zeitpunkt nicht möglich zu ethnografieren über mehrere Wochen dann auch. Mhm. Mit dem ersten Kinderbericht ist ja jetzt eine wissenschaftliche Beziehung geknüpft worden zwischen der Partizipation der Kinder und ihrem Wohlbefinden. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das tun. Was ist denn jetzt in Ihren Augen als Ergebnis zu nehmen, was man eben in den Blick fassen muss? Was sind die Wege, die man beschreiten muss, auch theoretisch? Was sind auch die Risiken, die da möglicherweise sich ergeben durch dieses Dokument? Merci, Naomi. Also ich denke, eine Piste wäre vielleicht tatsächlich, um da nochmal anzuschließen, was ich vorhin gesagt habe, dass wir Partizipation von Kindern nicht automatisch mit Methoden gleichsetzen sollten, die quasi an die Politik erinnern, die wir als Erwachsene praktizieren und kennen. Also auch, aber nicht nur, weil dann Partizipation sehr schnell an Grenzen gerät, immer dann, wenn quasi Kinder beteiligt werden sollen, die diese Bedingungen nicht erfüllen können. Und gerade wenn wir Richtung Crèche-Bereich gehen oder gerade auch mit Kindern mit Flucht- und Migrationshintergrund, die weder Luxemburgisch, Deutsch, Französisch sprechen, kommen wir da an Grenzen. Von daher müssen wir auf jeden Fall achten, dass wir die Partizipation von Kindern möglichst auch vielleicht multimodaler gestalten. Ne? Also nicht nur auf diese sprachliche Verständigung gehen, sondern vielleicht auch unterstützend über Bildkarten und so weiter zum Beispiel vorgehen. Also das wäre eine Möglichkeit. Und was wir viel festgestellt haben in Einrichtungen, wenn man dort ist vor Ort, dann merkt man das, dass gerade
dann Anlässe auch bei den Kindern als sehr befriedigend wohl wahrgenommen wurden, wenn sich die Erzieher Zeit gelassen haben. Also da geht es nicht darum, sehr, sehr viel zu machen, sondern wenig und das wirken zu lassen und Zeit zu lassen und auch Zeit zu lassen, einen Gedanken zu formulieren, sich eine Meinung zu bilden, vielleicht eine Entscheidung zu vertagen, vielleicht auch auszuhalten, dass keine zustande kommt. Also auch diese Sachen sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr wertvoll, um diese ganze Bandbreite in den Blick zu bekommen und auch zu akzeptieren, dass manche Kinder in dem Moment an manchen gewissen Aktivitäten nicht partizipieren wollen. Und dass wir quasi das Verhalten dann dieser Kinder nicht unbedingt als negativ bewerten, sondern vielleicht auch sehen, dass es auch dort quasi die Akteurschaft der Kinder, die dann ausgelebt wird, wenn die Kinder nicht wollen. Das wäre jetzt ein Vorschlag von mir. Sascha, hast du da noch eine Ergänzung? Ja, ich kann gerne ergänzen. Also es gibt sicher mehrere Pisten. Das eine ist, Audrey hat das erwähnt, es gibt diese Gruppe von 10% der Kinder mit einer Lebenszufriedenheit, die geringer ist. Und jetzt wissen wir aus unseren Daten, dass wir sagen, die sind überproportional in Familien mit alleinerziehenden Eltern anzutreffen. Und da ist natürlich sozusagen auch wissenschaftlich interessant, auch politisch interessant, aber auch wissenschaftlich nachzuschauen, was ist denn alles bei diesen Kindern anders? Und da gibt es verschiedene Anhaltspunkte. Das sind Kinder, die auch weniger häufig an organisierten Freizeitaktivitäten teilnehmen, die insgesamt in der Schule eine geringere Zufriedenheit aufweisen. Also es gibt eine ganze Latte an zusätzlichen Aspekten, die in dem Leben von den Kindern relevant sind. Und ich meine, das könnte jetzt der Teil der Kinder sein in Luxemburg, von denen man sagt, ja, die sind irgendwie benachteiligt. Ja? Also auch sozioökonomisch. 10% wäre dann wenig, in Deutschland sind es 20%, von denen man das weiß, die da konstant benachteiligt sind. Aber würde ja auch mit der wirtschaftlichen Prosperität des Landes irgendwie zu tun haben. Aber da muss man genauer hinschauen, glaube ich. Und da liegt aber auch ein Risiko. Also das war ja deine Frage, was hat das für ein Risiko? Also ein Risiko besteht bei so einer Berichterstattung immer daran, dass man bestimmte Gruppen stigmatisiert. Dass man sagt jetzt, und das wollten wir natürlich auch rhetorisch unbedingt vermeiden, dass man jetzt irgendwie auf die Kinder von alleinerziehenden Eltern zeigt und sagt, da ist irgendwie ein Problem, das sind Problemkinder. Ja? Und das ist oft eine Nebenfolge, auch in der internationalen Literatur beschrieben, halt eben sozusagen, dass aus diesen bestimmten Kindern plötzlich Risikokinder werden. Ja? Und das wäre so ein Nebeneffekt, der zu vermeiden ist. Und dann, Nicole hat das Thema Mitbestimmung nochmal aufgemacht. Also da ist insbesondere interessant, das haben wir auch mit dem Minister diskutiert, dass es eben so ist, dass man sieht, ja, offenbar sind so 12-Jährige in der Maison Relais haben nicht das Gefühl, so richtig da irgendwie Einfluss zu haben. Also gibt es so etwas, dass man sagen kann, die älteren Kinder fühlen sich in der Maison dahingehend nicht so wohl, weil sie sich vielleicht langweilen, ja? Nicht so richtig ihren Einfluss, ihren Umwelteinfluss geltend machen können, ja? Und deswegen der Mitbestimmungswert hier zurückgeht. Also gibt es da vielleicht etwas, wo man genauer hinschauen muss, ja, braucht es da irgendwie nochmal eine andere Art von Pädagogik, um mit denen zu arbeiten. Und dann sehen wir natürlich, wenn wir auf die Familie schauen, fand ich dann nochmal interessant, also Mitbestimmungswerte gehen auch mit in der Familie mit zunehmendem Alter zurück, dann haben die Kinder ein hohes Sicherheitsempfinden, aber weniger stark ausprägend Partizipationsempfinden, hat das auch vielleicht was mit dem Erziehungsstil zu tun. Der ist eher fürsorgend als partizipativ, um jetzt mal eine große Linie aufzumachen. Ja. Wäre auch interessant, dem weiter nachzugehen. Würde ich auch in jedem Fall versuchen, empirisch zu machen, bevor man jetzt so große Botschaften einfach in die Welt setzt und irgendwelche Vorurteile reproduziert. Aber das wären so Fragen. Und die Kinderrechte natürlich. Also das wäre natürlich ein Anliegen, das man wahrscheinlich relativ schnell gut umsetzen kann, Kinderrechte bekannt zu machen, umfassend bei allen Kindern. Ja. So, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, vielleicht eine letzte Information von meiner Seite. Also im Kinderbericht ist ja auch die Stimme der Kinder wiedergegeben und es ist ganz wichtig, dass wir versuchen, diesen Bericht so herunterzubrechen, dass er für Kinder zugänglich ist. Wir arbeiten mit dem Körner Büro Wilze an einem Konzept. Es ist leider nicht rechtzeitig fertig geworden, aber im Herbst, denke ich, sollte dieses Konzept vorliegen.
Ja, damit wären wir am Ende der Konferenz angelangt und ich nutze noch einmal die Gelegenheit, um den 3 Autoren ein herzliches Dankeschön auszusprechen für diese enge Zusammenarbeit, die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Jetzt in dieser Zeit, wo wir uns regelmäßig getroffen haben. Es war ein tolles Projekt, an dem wir gearbeitet haben. Und es war wirklich ein großes Glück, daran arbeiten zu dürfen. Es hat mir große Freude bereitet, mit euch zusammenzuarbeiten. Also ein ganz herzliches und ehrliches Dankeschön von meiner Seite. Und dieses Dankeschön möchte ich weitergeben und auch entgegenbringen den Mitgliedern der Arbeitsgruppe. Es war eine spannende und wichtige Zeit. Und daher auch dort ein herzliches Dankeschön. Die letzten Wochen waren nicht leicht, denn ja, da musste wirklich intensivst gearbeitet werden, um rechtzeitig fertig zu werden. Also all denjenigen, die am Kinderbericht mitgewirkt haben, ein großes Danke. Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an die Kinder. Sie sind leider heute Abend nicht vertreten, aber auch da geht ein großes Dankeschön an die Mitwirkenden. Ihnen allen Dankeschön für Ihr Interesse. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben und mit uns zum Umtrunk kommen. Hier ein Stockwerk tiefer, Centre Panoramique. Da ist ein toller Saal mit einer ganz tollen Aussicht. Und ich lade Sie alle herzlich ein, mit uns dort hinzugehen und ja, anzustoßen auf diesen Kinderbericht und uns vielleicht noch ein bisschen weiter auszutauschen. Vielen Dank und schönen Abend noch. Finalement, finally, yeah, it's done. Oui.